Итак, сегодня мы с вами тренируем фразы для экзамена, в которых мы будем использовать прошедшее время претеритум. Претеритум используется в письменной речи и употребляется, когда нам нужно рассказать о тех событиях, которые произошли в прошлом. Итак, ехать – это глагол, который мы будем с вами использовать в нашей фразе, в нашем предложении, но в прошедшем времени. Нам нужно вспомнить перевод глагола и его форму претеритум. Итак, глагол ехать по-немецки будет fahren, прошедшее время fuhr. И нам нужно перевести предложение. Он ездил на работу на автобусе. Er fuhr zur Arbeit mit dem Bus. И смотрим следующий слайд, на котором у нас есть глагол с прошедшим временем. Итак, ехать fahren, fuhr. Мы себя проверяем здесь и проверяем фразу. Er fuhr zur Arbeit mit dem Bus. Er fuhr zur Arbeit mit dem Bus. И вот так мы будем работать со следующими слайдами. Глагол «знать». Вспоминайте значение этого глагола на немецком языке и его прошедшую форму. Знать wissen, wusste. Она ничего не знала. Sie wusste nichts. Sie wusste nichts. Знать. Глагол kennen, kannte. Анна хорошо знала город. Anna kannte die Stadt gut. Anna kannte die Stadt gut. Стирать. Waschen, wusch. Мы стирали белье в стиральной машине. Wir wuschen die Wäsche in der Waschmaschine. Wir wuschen die Wäsche in der Waschmaschine. Знать. Мы все знали о его семье. Wissen, wusste. Wir wussten alles über seine Familie. Wir wussten alles über seine Familie. Лететь. Fliegen, flog. Мой дядя часто летал в Мюнхен. Mein Onkel flog oft nach München. Mein Onkel flog oft nach München. Приносить. Bringen, brachte. Официант принес нам счет. Der Kellner brachte uns die Rechnung.
Der Kellner brachte uns die Rechnung. Нести. Tragen, trug. Турист нес чемодан. Der Tourist trug den Koffer или einen Koffer. Der Tourist trug den einen Koffer. Проводить, например, время где-то. Verbringen, verbrachte. Я провел выходные дома. Ich verbrachte das Wochenende zu Hause. Ich verbrachte das Wochenende zu Hause. Надеть. Anziehen, zog an. Я надел пальто. Ich zog den einen Mantel an. Ich zog den einen Mantel an. Проводить время где-нибудь. Verbringen, verbrachte. Мы провели время очень хорошо. Wir verbrachten die Zeit sehr gut. Wir verbrachten die Zeit sehr gut. Переезжать. Umziehen, zog um. На прошлой неделе моя семья переехала в новую квартиру. Letzte Woche zog meine Familie in eine neue Wohnung um. Letzte Woche zog meine Familie in eine neue Wohnung um. Переодеваться. Sich umziehen, zog sich um. После работы мы переоделись. Nach der Arbeit zogen wir uns um. Nach der Arbeit zogen wir uns um. Знать. Wissen, wusste. Кто это знал? Wer wusste das? Wer wusste das? Бить. Schlagen, schlug. Часы на стене пробили 10. Die Uhr an der Wand schlug 10. Die Uhr an der Wand schlug 10. Думать. Denken, dachte. Я думал о тебе. Ich dachte
an dich. Ich dachte an dich. Значит, здесь еще нужно помнить, какое у нас будет управление. Не забываем глаголы с управлением. Глагол denken требует после себя предлог an и винительный падеж. Терять. Verlieren. Verlor. Я потерял кошелек. Ich verlor die Brieftasche. Ich verlor die Brieftasche. Отправляться, отъезжать. Abfahren, fuhr ab. Поезд отправился в 9 часов. Der Zug fuhr 9 Uhr ab. Der Zug fuhr 9 Uhr ab. Умываться. Sich waschen. Wusch sich. После подъема мы умылись. Nach dem Aufstehen wuschen wir uns. Nach dem Aufstehen wuschen wir uns. Приглашать. Einladen. Lud ein. Он пригласил соседей на ужин. Er lud die Nachbarn zum Abendessen ein. Er lud die Nachbarn zum Abendessen ein. Расти. Wachsen. Wuchs. Дерево росло очень быстро. Der Baum wuchs sehr schnell. Der Baum wuchs sehr schnell. Знать. Kennen. Kannte. Он знал многих актеров. Er kannte viele Schauspieler. Er kannte viele Schauspieler. Предлагать. Anbieten. Bot an. Официантка предложила нам кофе. Die Kellnerin bot uns Kaffee an. Die Kellnerin bot uns Kaffee an. Взвешивать. Wiegen. Wog. Мы взвешивали багаж. Wir wogen das Gepäck. Wir wogen das Gepäck. Называть. Nennen. Nannte.
Родители назвали дочь Юлией. Die Eltern nannten die Tochter Julia. Die Eltern nannten die Tochter Julia. Заряжать. Laden, Lut. Я заряжал аккумулятор каждый день. Ich lud den Akku jeden Tag. Ich lud den Akku jeden Tag. Повесить, вешать. Hängen, hängte. Он повесил эту картину в свою комнату. Er hängte dieses Bild in sein Zimmer. Er hängte dieses Bild in sein Zimmer. Висеть. Hängen, hing. Полотенце висело на крючке в ванной. Der Handtuch hing am Haken im Badezimmer. Das Handtuch hing am Haken im Badezimmer. Повесить. Hängen, hängte. Мы повесили часы на стену. Wir hängten die Uhr an die Wand. Wir hängten die Uhr an die Wand. Садиться. Sich setzen, setzte sich. Она посадила меня за свой стол. Sie setzte mich an ihren Tisch. Sie setzte mich an ihren Tisch. Сидеть. Sitzen, saß. Моя сестра весь день сидела за компьютером. Meine Schwester saß den ganzen Tag am Computer. Meine Schwester saß den ganzen Tag am Computer. Сидеть. Sitzen, saß. Они сидели на балконе за столом и разговаривали. Sie saßen auf dem Balkon am Tisch und sprachen.
Sie saßen auf dem Balkon am Tisch und sprachen. Кстати, вот глагол sprachen тоже у нас в претеритум. А можете назвать глагол, данный глагол в форме инфинитив? В форме инфинитив глагол будет звучать sprechen, говорить. Sprechen, говорить, разговаривать. Претеритум sprach. Так как у нас здесь множественное число, то и окончание будет у глагола множественного числа. Стоять. Stehen, stand. Она стояла у входа и ждала своего приятеля. Sie stand am Eingang und wartete auf ihren Freund. Sie stand am Eingang und wartete auf ihren Freund. Sie stand am Eingang und wartete auf ihren Freund. И здесь у нас еще один глагол в форме претеритум, глагол warten, ждать. И в прошедшем времени глагол звучит wartete. Wartete. Следующий глагол стоять. Stehen, stand. Обычно велосипед стоял на улице, но сегодня я поставил его в коридор. Gewöhnlich stand das Fahrrad draußen, да, на улице draußen, aber heute stellte ich es in den Korridor. Gewöhnlich stand das Fahrrad draußen, aber heute stellte ich es in den Korridor. И глагол stellte поставил в начальной форме, в форме инфинитив будет звучать как stellen, stellen, ставить, а stehen стоять. Stehen у нас сильный глагол, он изменяет свою корневую гласную, а глагол stellen слабый глагол. Ставить. Stellen, stellte. Он поставил цветочный горшок на подоконник. Stellte den Blumentopf auf das Fensterbrett. Stellte den Blumentopf auf das Fensterbrett. Стоять. Stehen, stand. Она стояла у окна и ждала его. Sie stand am Fenster und wartete auf ihn. Sie stand am Fenster und wartete auf ihn. То есть глагол wartete, то есть находится тоже у нас в форме претеритум. Начальная глагола форма warten, ждать, с предлогом auf плюс аккузатив. Садиться. Sich setzen, setzte sich. Отец посадил сына на велосипед. Der Vater setzte den Sohn
auf das Rad. Der Vater setzte den Sohn auf das Rad. Сидеть, sitzen, saß. Эльза сидела в машине одна. Эльза saß im Auto allein. Эльза saß im Auto allein. Садиться. Sich setzen, setzte sich. Он сел не в кресло, он сел на табуретку. Setzte sich nicht in den Sessel. Setzte sich auf den Hocker. Setzte sich nicht in den Sessel, setzte sich auf den Hocker. Садиться, sich setzen, setzte sich. Он всегда садился в это кресло. Setzte sich immer in diesen Sessel. Setzte sich immer in diesen Sessel. Хотеть. Wollen, wollte. Я хотел быть в 6 часов на вокзале. Ich wollte um 6 Uhr am Bahnhof sein. Ich wollte um 6 Uhr am Bahnhof sein. Хотеть. Wollen, wollte. Что ты от меня хотел? Was wolltest du von mir? Was wolltest du von mir? Хотеть. Wollen, wollte. Мы хотели в воскресенье поехать на природу, но погода была плохая, и нам пришлось остаться дома. Нам пришлось, это значит, мы должны были остаться дома. Глагол müssen, претеритум. Давайте посмотрим, как оно будет. Wir wollten am Sonntag ins Grüne fahren. Aber das Wetter war schlecht und wir mussten zu Hause bleiben. Wir wollten am Sonntag ins Grüne fahren, aber das Wetter war schlecht und wir mussten zu Hause bleiben. Итак, кроме глагола wollen, wollten, у нас есть глагол mussten, претеритум. Глагол müssen долженствовать, когда мы должны по своей воле что-то сделать. Долженствовать. Sollen, sollte.
Так как студентам задали домашнюю работу, значит это не их желание. Студенты должны были перевести текст письменно. Die Studenten sollten den Text schriftlich übersetzen. Die Studenten sollten den Text schriftlich übersetzen. Должен, то есть то же самое долженствовать, когда нам что-то разрешено делать или не разрешено. Это глагол dürfen. В прошедшем времени durfte. Например, ему нельзя было курить. Er durfte nicht rauchen. Er durfte nicht rauchen. Должен, разрешено. Глагол dürfen, durfte. Мне нельзя было пить алкоголь. Ich durfte keinen Alkohol trinken. Ich durfte keinen Alkohol trinken. Мочь, уметь. Können, konnte. Я смог помочь моему другу. Ich konnte meinem Freund helfen. Ich konnte meinem Freund helfen. Мочь, уметь. Können, konnte. Я смог перевести текст без словаря. Ich konnte den Text ohne Wörterbuch übersetzen. Ich konnte den Text ohne Wörterbuch übersetzen. Мочь, уметь. Können, konnte. Они не смогли поехать летом за границу. Sie konnten nicht im Sommer ins Ausland fahren. Sie konnten nicht im Sommer ins Ausland fahren. Хотеть. Wollen, wollte. Я хотел уходить, но тут пришел мой начальник, и мне пришлось остаться. Ich wollte weggehen, aber da kam mein Chef und ich musste bleiben. Ich wollte weggehen, aber da kam mein Chef und ich musste bleiben. Должен, разрешено. Dürfen, durfte. Детям нельзя было купаться.
Die Kinder durften nicht baden. Die Kinder durften nicht baden. Должен или имеем возможность. Для этого у нас есть глагол müssen, musste. Нам нужно было выйти из дома в 7 часов. Wir mussten um 7 Uhr aus dem Haus gehen. Wir mussten um 7 Uhr aus dem Haus gehen. Должен, необходимость, глагол müssen, musste. Нужно было много работать. И здесь в русском предложении у нас нет подлежащего. Для этого в немецком используется местоимение man. Man musste viel arbeiten. Man musste viel arbeiten. Мочь, уметь. Können, konnte. Он не умел играть на пианино. Er konnte nicht Klavier spielen. Er konnte nicht Klavier spielen. Мочь, уметь. Können, konnte. Летом мы могли много плавать и загорать. Im Sommer konnten wir viel schwimmen und in der Sonne liegen. Im Sommer konnten wir viel schwimmen und in der Sonne liegen. Должен, необходимо, глагол müssen, musste. Мне пришлось остаться дома. Ich musste zu Hause bleiben. Ich musste zu Hause bleiben. Должен, необходимо, müssen, musste. Нам нужно было помочь нашим родителям. Wir mussten unseren Eltern helfen. Wir mussten unseren Eltern helfen. Мочь, уметь. Können, konnte. Никто не мог это сделать. Niemand konnte das machen. Niemand konnte das machen. Должен, необходимо, глагол müssen, musste. Ему нужно было быстро ехать домой. Er musste schnell nach Hause fahren.
musste schnell nach Hause fahren. Должен по чужой воле. Глагол sollen, sollte. Мы должны были делать упражнения устно. Wir sollten die Übungen mündlich machen. Wir sollten die Übungen mündlich machen. Бегать. Laufen, lief. Раньше она любила кататься на коньках. Кататься на коньках мы используем глагол laufen. Бегать на коньках. Früher lief sie Schlittschuh gern. То есть любить что-либо делать мы всегда используем словечко gern. Что-то охотно делаем. Это значит, мы любим по-немецки. Früher lief sie gern Schlittschuh. Спать. Schlafen, schlief. Он проспал целый день. Er schlief den ganzen Tag. Er schlief den ganzen Tag. Помогать. Helfen, half. Дети помогали маме по хозяйству. Die Kinder halfen der Mutter im Haushalt. Die Kinder halfen der Mutter im Haushalt. Забывать. Vergessen, vergaß. Он забыл свое обещание. Er vergaß sein Versprechen. Er vergaß sein Versprechen. Видеться. Sich, sehen, sah, sich. Раньше они виделись каждый день. Früher sahen sie sich jeden Tag. Früher sahen sie sich jeden Tag. Рекомендовать. Empfehlen, empfahl. Профессор рекомендовал нам эту статью. Der Professor empfahl uns diesen Artikel. Der Professor empfahl uns diesen Artikel. Принимать. Annehmen, nahm an. Он принял наше приглашение. Er nahm unsere Einladung an. Er nahm unsere Einladung an. Брать с собой. Mitnehmen, nahm mit.
сожалению, они не взяли меня с собой. Leider nahmen sie mich nicht mit. Leider nahmen sie mich nicht mit. Обсуждать. Besprechen, besprach. Директор долго обсуждал с инженером этот проект. Der Direktor besprach lange dieses Projekt mit dem Ingenieur. Der Direktor besprach lange dieses Projekt mit dem Ingenieur. Встречать. Treffen, traf. Мы встретили ее вчера в городе. Wir trafen sie gestern in der Stadt. Wir trafen sie gestern in der Stadt. Wir trafen sie gestern in der Stadt. Принимать участие. Teilnehmen, nahm teil. Все студенты принимали участие в семинаре. Alle Studenten nahmen am Seminar teil. Alle Studenten nahmen am Seminar teil. Разговаривать. Sprechen, sprach. Он долго разговаривал со своими коллегами в офисе. Er sprach mit seinen Kollegen lange im Büro. Er sprach mit seinen Kollegen lange im Büro. Ехать. Fahren, fuhr. Она поехала на метро, а потом на трамвае. Sie fuhr mit der U-Bahn und dann mit der Straßenbahn. Sie fuhr mit der U-Bahn und dann mit der Straßenbahn. Приглашать. Einladen, lud ein. Он пригласил соседей на ужин. Er lud die Nachbarn zum Abendessen ein. Er lud die Nachbarn zum Abendessen ein. Захлопнуть. Zuschlagen, schlug zu. Ветер захлопнул окно. Der Wind schlug das Fenster zu. Der Wind schlug das Fenster zu. Носить. Tragen,
trug. Она носила плащ и шляпу. Sie trug einen Regenmantel und einen Hut. Sie trug einen Regenmantel und einen Hut. Расти. Wachsen, wuchs. Дерево росло очень быстро. Der Baum wuchs sehr schnell. Der Baum wuchs sehr schnell. Оставлять. Lassen, ließ. Он оставил ключи дома. Er ließ die Schlüssel zu Hause. Er ließ die Schlüssel zu Hause. Начинать. Beginnen, begann. Она сама начала этот разговор. Sie begann dieses Gespräch selbst. Sie begann dieses Gespräch selbst. Звонить. Anrufen, rief an. Вчера я вам звонил, но никого не было дома. Gestern rief ich Sie an, aber niemand war zu Hause. Gestern rief ich Sie an, aber niemand war zu Hause. Оставаться. Bleiben, blieb. Вчера он остался дома и написал письмо. Gestern blieb er zu Hause und schrieb einen Brief. Gestern blieb er zu Hause und schrieb einen Brief. Schrieb от глагола schreiben – писать. Написал в прошедшем времени претериту. Выйти из транспорта. Aussteigen, stieg aus. Мы сели в автобус и через 2 остановки вышли. Wir stiegen in den Bus ein und nach 2 Haltestellen stiegen wir aus. Wir stiegen in den Bus ein und nach 2 Haltestellen stiegen wir aus. Здесь у нас 2 глагола: войти в автобус, einsteigen, stieg ein, и второй глагол aussteigen, stieg aus. Уже выйти из автобуса или из любого другого транспорта. Описывать. Beschreiben, beschrieb. Она описывала все, что видела. Sie beschrieb alles, was sie sah. Sie beschrieb alles, was sie sah. И здесь у нас есть еще один глагол за, от глагола sehen.
видеть. Глагол «за» у нас стоит в претеритум, в прошедшем времени. Пить. Trinken, trank. За обедом мы часто пили пиво. Beim Mittagessen tranken wir oft Bier. Beim Mittagessen tranken wir oft Bier. Предлагать. Anbieten, bot an. Официантка предложила нам кофе. Die Kellnerin bot uns Kaffee an. Die Kellnerin bot uns Kaffee an. Получать. Bekommen, bekam. Ольга получала много электронных писем от своих друзей. Ольга bekam viele E-Mails von ihren Freunden. Ольга bekam viele E-Mails von ihren Freunden. Терять. Verlieren, verlor. Он потерял свой паспорт и нашел его в своем чемодане. Er verlor seinen Pass und fand ihn in seinem Koffer. Er verlor seinen Pass und fand ihn in seinem Koffer. И здесь у нас еще один глагол fand от глагола finden, находить, fand в прошедшем времени претеритум. Переезжать. Umziehen, zog, Недавно они переехали. Vor kurzem zogen sie Vor kurzem zogen sie Выигрывать. Gewinnen, gewann. Эта команда всегда выигрывала. Diese Mannschaft gewann immer. Diese Mannschaft gewann immer. Исчезать. Verschwinden, verschwand. Он исчез, и больше его никто не видел. Er verschwand und niemand sah ihn mehr. Er verschwand und niemand sah ihn mehr. Думать. Denken, dachte. Я все время думал о тебе. Ich dachte die ganze Zeit an dich. Ich dachte die ganze Zeit an dich. Знать. Kennen, kannte. Он знал многих актеров лично. Er kannte viele
Schauspieler persönlich. Er kannte viele Schauspieler persönlich. Знать, wissen, wusste. Она не знала о нем ничего. Sie wusste nichts über ihn. Sie wusste nichts über ihn. Узнавать. Erkennen, erkannte. Он сразу узнал меня. Er erkannte mich sofort. Er erkannte mich sofort. Идти. Gehen, ging. В университет мы шли пешком. Zur Uni gingen wir zu Fuß. Zur Uni gingen wir zu Fuß. Оставаться. Bleiben, blieb. Вчера вечером мы остались дома и никуда не ходили. Gestern Abend blieben wir zu Hause und gingen nicht aus. Gestern Abend blieben wir zu Hause und gingen nicht aus. Называться. Heißen, hieß. Раньше этот город назывался по-другому. Früher hieß diese Stadt anders. Früher hieß diese Stadt anders.